Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird Blut vergossen. Im Namen Gottes Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Seit Anbeginn der Menschheit, als unsere Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird Blut vergossen. Im Namen Gottes, der Gerechtigkeit oder einfach aus tobendem Wahnsinn. Im Jahre 2077, nach Jahrtausenden bewaffneter Auseinandersetzungen, konnte sich die destruktive Natur des Menschen nicht länger aufrechterhalten. Die Welt stürzt in einen Abgrund nuklearer Feuersbrunst und Strahlung. Aber es war nicht, wie einige prophezeit hatten, das Ende der Welt. Vielmehr war die Apokalypse lediglich ein Prolog für ein weiteres blutiges Kapitel menschlicher Geschichte. Der Mensch hatte die Welt zwar zerstört, doch Krieg bleibt immer gleich. Anfangs blieb Tausenden der Horror des Untergangs erspart, weil sie Zuflucht in gewaltigen unterirdischen Schutzräumen, den Wards, gefunden hatten. Doch als sie wieder nach oben kamen, wurden auch sie von der Hölle des Ödlands empfangen. Alle, außer die in Vault 101. Denn an diesem schicksalsschweren Tag, als Feuer vom Himmel regnete, fielen die gigantischen Stahltore von Vault 101 ins Schloss, um sich nie wieder zu öffnen. Hier wurdest du geboren. Hier wirst du sterben. Denn Vault 101 wird nie jemand betreten und nie jemand verlassen. Mal sehen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen? Ein Mädchen. Wir haben eine Tochter, Catherine. Ein wunderschönes, gesundes Mädchen. Oh, James. Wir haben es geschafft. Eine Tochter. Unsere wunderschöne Tochter. Du hast eine tolle Zukunft vor dir, Süße. Da bin ich mir sicher. Na, wen haben wir denn da? Hallo. Ich bin dein Papa, Süße. Papa. Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Was hältst du davon? Wirst deinem Papa sehr ähnlich sein. Siehst du das, Catherine? Oh, wunderschön. Genau wie ihr Papa. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? Du James? bist einfach... Catherine? James. Catherine! Etwas. Sie hat einen Herzstillstand. Herzmassage beginnen. Das Baby muss hier raus. Schnell! Schnell!
1001. 1002. Los doch! Einen Moment, Catherine. Einen Moment, du und ich. Okay. Wir brauchen einen Arzt, keinen Vollkitz. Wenn Sie meine Erwartungen nicht erfüllen, gibt es ein Sieh nicht genau ins Licht. Das tut in den Augen weh. Daran wirst du dich hier unten gewöhnen. Komm hierher, Süße. Komm schon. Komm zu Papa. Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal 1 Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Hör mal zu, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Süße. Ich bin gleich zurück. Und somit herzlich willkommen zu Fallout 3. Wir spielen die Vorgeschichte zu Fallout 4, die eigentlich, ehrlich gesagt, ich fange es eigentlich nur an, weil eigentlich wieder die Vorgeschichte bzw. die Ereignisse vor Fallout 4 wieder ein bisschen mehr. Ja, ist wurscht, wir werden es dann im Laufe dieses Let's Plays sehen. Ich für meinen Teil liebe Fallout 4, Fallout New Vegas und Fallout 3 sind aber für meines Erachtens die besseren Teile von den Geschichten her. Jetzt die Hauptstory, da ist Bethesda schwach, aber das Rundum ist ein bisschen besser. Aber dazu später mehr. Stärke steht für, ich bin so stark, ich kann mehr Spielzeug tragen und den ganzen Tag Sachen mit mir herumschleppen. Da bleiben wir bei 5 Punkten. Die Wahrnehmung. Zur Wahrnehmung gehört alles, was ich schmecke, rieche, sehe und höre. Also kommt mir im Ödland glatt das Kotzen. Die Ausdauer. Wenn ich mehr Ausdauer habe, kann ich länger spielen. Ich fühle mich immer gesund und habe ganz viel Energie. Wir werden da bei 5 Punkten bleiben. C für Charisma. Wenn ich viel Charisma habe, finden mich alle toll. Ich bringe meine Freunde zum Lachen und mag es nicht, andere zu hassen. Ich habe jetzt da Probeaufnahmen gemacht zu Fallout 1 und 2. In den Vorgängern, also Teil 2 und 1, bringt Charisma relativ wenig. Wir werden da mal auf 6 raufgehen, maximal 7. Intelligenz, da werden wir 1 aufgehen. Und die Beweglichkeit, das werden wir auf 5. Glück. Warte mal. Die Intelligenz werden wir A-Stufen overgeben. Und wir gehen da auf 7. 5, 7, ja, das ist so mein durchschnittlicher Wert in die 3 Teile, was ich das da erwähnt habe. Teil 3, New Vegas und Fallout 4. Fertig. Wir laufen durch das Kinderzimmer, dass ich nicht wimmer, spielen mit dem Ball. Hoppala. Ich stehe auf ihm, bald überall. So. Du bist ein richtiger kleiner Forscher, was? Natürlich. Ich gebe dir recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Hui. Ich möchte dir etwas zeigen. Ja, bitte. Siehst du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Ja, das ist die Einleitung. Papa nachlaufen. Wir laufen dem Papa nach. Papa nach, Papa nach. Seien Sie kein Narr. Wir wissen nichts über die Viren und Bakterien, die hier unten überlebt haben. Wir
experimentieren und lebt sie Ich vermisse... Überraschung! Stanley, Sie haben das Licht zu schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag. Kaum zu glauben. Sie wächst so schnell. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Liebling. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Wenn nur Herzlichen deine Mutter... Glückwunsch, junge Dame. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr. Als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Oh Mann, du hast einen Pip-Boy. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Großartige Party, Amata. Danke, dass du das für mich gemacht hast. Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate. Ich habe echt keine Ahnung. Ein Date mit Freddy Gomez. Her mit dem Geschenk. Mach mal's. Ich habe echt keine Ahnung. Ha, ich wusste, dass ich dich überraschen würde. Wer ist dein Lieblingsbarbar? Genau, Grognack. Ausgabe 14 und ohne fehlende Seiten. Ich habe ihn in einer Schachtel mit alten Sachen meines Vaters gefunden. Ob du es glaubst oder nicht. Er und Comicbände. Jeder war wohl mal 10. Naja, du solltest dich jetzt wieder unter deine Gäste mischen. Wir reden später, okay? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich wäre auch Ja. gerne 10. Was? Du wärst auch gerne 10? Ach so. Dann kann ich dir steigen auf die 10. Ha! Gut. Wie du siehst, das ist eigentlich... Na, das ist nicht gleich wie in Fallout 4. Wenn du das Spiel noch nicht kennst, du hast da verschiedene Punkte, die du dann später vergeben kannst und dich darin verbessern. Wir werden später, warte mal, wir brauchen, jetzt bin ich gerade am Überlegen, wir brauchen auch Sprengstoff. Was wir als erstes machen müssen, da schauen wir, dass wir dann so schnell wie möglich dazu kommen. Sprengstoff brauchen wir, glaube ich, auf 29 Punkte. Das wirst du dann sehen, warum. Und den Rest, ich bin dann eher so auf Dietrich, Nahkampfwaffen reparieren, ja, Dietrich, Medizin, Nahkampfwaffen reparieren, Wissenschaft, kleine Waffen, Schleichen und Sprache. Das sind halt so meine Lieblinge in die 3 Teile, auf die ich mich so spezialisiert habe. Es überbleibt dann eher an jeden, wie er es macht, gell? Gut, ich spiele auf der Xbox One. Aus Gründen Copyright. Du kennst es mittlerweile. Macht Spaß? Gute. Ne. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, kleines Fräulein. 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 Ja, genau so hört sie das derzeitige Radioprogramm in Österreich an. Die Sprechanlage reagiert nicht. Na, macht Spaß? Gut. Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die Amata in deine Party gesteckt hat. Sie scheint dich zu mögen, aus irgendeinem Grund. Natürlich mag ich sie, mag sie mich, jeder mag mich. Ich habe was anderes gehört. Aber vielleicht ist sie ein gutes Beispiel für dich. Du hast immer noch genug Zeit, um etwas aus dir zu machen. Gute Party. Na klar, wir müssen das Ödland retten. Ha! Na gut, ja, ich will mich nicht selber befördern. Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Nasen. Andy, warte. Ich würde sagen, das war's mit dem Kuchen. Erlaube mir, dir alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Ja, Ich danke. würde dir ein Stück Kuchen
Wie läuft's? Diese Matschepampe kannst du halten. Hallöchen. Ich habe keine Geschenke mitgebracht, falls es das ist, worauf du wartest. Und, macht deine Party Spaß? Schon 10 Jahre alt, kaum zu glauben. Fühlt sich an wie gestern, als dein Papa hier eintraf. Ach du meine Güte, hör nur mein Geschwafel. Du wartest sicher schon auf dein Geschenk, was? Wie würde Bud Spencer nun sagen? Pfui Teufel, ist die hässlich. Oh, Sie hätten mir doch kein Geschenk mitbringen müssen, Miss Palmer. Pappalapapp, welches 10-jährige Kind mag denn keine Geschenke? Ob du Ich. glaubst oder nicht, auch ich war mal 10. Damals war die Vault wirklich überfüllt. Nicht so wie heute. Es gibt nur noch wenige junge Leute. Aber ich schweife schon wieder ab und du hörst so höflich zu. Bitte sehr, ein Süßgebäck, das ich heute Morgen für dich gebacken habe. Allein für dich. Heute musst du nicht teilen. Na, Ich hab Hunger und dieser doofe Roboter hat den Kuchen zerstört. Los, gib mir das Süßgebäck, das die alte Lady Palmer dir gegeben hat. Miss Palmer hat gesagt, ich muss nicht teilen, ich habe nämlich Geburtstag. Wie wär's, wenn wir teilen? Für jeden die Hälfte, ist doch fair, oder? Du kannst es haben, Süßgebäck ist sowieso nicht mein Ding. Sicher, Butch, auf das Süßgebäck spucken und es ihm geben. Verkrümel dich, Butch, du kannst mein Süßgebäck nicht haben. Siehst hungrig aus, hat deine Mutter wieder alle Rationskupons versoffen. Weißt du was, wir spucken auf Süßgebäck. Ich hab keine Lust auf deinen Quatsch. Das wird dir noch leid tun. Mal sehen, wie hart du bist, wenn keine Erwachsenen mehr da sind. macht Komm Spaß. schon, Rolly, du hast doch immer tolle Ideen. Papa, ich Sie hat die weiß, es war alte Lady Palmer hat ja erzählt, sie war auch einmal 10, ne? Unsinn. Das muss sicher beim permischen Massenaussterben gewesen sein. Freund eine Erinnerung. Hey, danke für die Einladung. Echt coole Party und so. Ich weiß, dass, Butch und ich dich mobben, aber das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Naja, herzlichen Glückwunsch und so. Ich gehe dann mal besser zurück, weißt du? Dass das Leben nicht Feiges Stück, du. deine beste Freundin. Gut. Wer ist er? Hier soll eine Party sein. Spaß, verstehst du? Ja, Der Wallimart. diese Party ist echt. Nett. Für ein Kleinkind jedenfalls. Ballons, Partyhüte. Aber nicht so cool wie meine Party. Weißt du noch, wie Andy Zaubertricks vorgeführt hat? Und wie wir alle Mutantenjagd im Atrium gespielt haben? Ach ja, du warst nicht zu meiner Party eingeladen. Tja, echt schade, Mann. War echt lustig. Versuchen, Wie Papa. meinst du, Vielleicht Trottelgesicht? gefällt's dir ja. Herzlichen Glückwunsch. Ach ja, die Tunnelratten, die Butch ist ein Tunnelschlangen. Idiot. Mehr nicht. Ignoriere ihn einfach. Mach dir keine Sorgen um mich, ich habe keine Angst vor ihm. Ich wollte ihm nicht geben, was er verlangt. Er sagt, dass es mir später leid tun würde. Dein Papa ist der Aufseher, kannst du... Na, wir machen... Oh, da ist er. Ich weiß. Er glaubt, dass er echt hart ist. Eines Tages werden wir einen Weg finden, um es ihm heimzuzahlen, okay? Gesicht. So, da. Mit wem haben wir denn jetzt noch? Spaß hier? Ihr habt mehr Stanley. Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Fräulein? Passt er und alles? Wie cool, haben Sie das für mich repariert? Ja, hab ich. Schön, dass es dir gefällt. Einige halten die A-Serie für zu einfach, aber mir gefällt sie wegen ihrer Zuverlässigkeit. Das ist sehr interessant, wirklich. Klar, mir egal. Haben Sie mir was zum Geburtstag mitgebracht? Danke. Keine Ursache. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Wir sie wohl Wir überrascht brauchen einen haben. guten Namen. Kinderbaseballmütze. Kinderbaseballmütze, jetzt muss ich mal schauen. Bis siehst. Warte mal kurz. Wie ist denn das gegangen? Da kann man nicht aus... Ui, da, so kann man zoomen. Da hast du das Ödland, der Hauptstadt. Die Karte ist ein bisschen kleiner. Ich weiß gar nicht, wie groß die Karte in Fallout 3 ist. In Fallout 4 hat sie 9 Quadratkilometer, glaube ich. Ja. Aber egal. Hätte ich auch nie gedacht.
Und jetzt... Halt's Maul und lass Und? mich einen Moment nachdenken. Macht's Spaß? Danke, dass Sie gekommen sind. Leicht war es nicht, es geheim Wie zu sollten halten. wir unsere Nun Geld lauf. deiner Meinung nach nennen? Sicher wollen auch Es andere muss eine aber Chance ein mit dem echter Geburtstagsgeld Gefällt zu Ihnen die sprechen. Party, Mr. Palmer? Ich habe beim Schmücken Ich habe schon mit alle geredet, du Zapferl. Wer will schon den ganzen Tag Sie sind rumlaufen und wunderschön. World-Bewohner genannt Hä? werden? Wirklich großartig. Na, Glaub ich macht wirklich, Spaß. Du bist so dumm, wie du Jonas? aussiehst. Hey Doktor, wir sind hier unten bereit. Danke. Hallo, Officer Ich schick Sie Jonas. gleich runter. Ich freue mich, dass Sie kommen. Hey, das war Jonas auf der Sprechanlage. Er und ich haben uns da eine kleine Überraschung ausgedacht. Jonas wartet unten auf der Reaktorebene auf dich. Geh schon mal. Ich glaube nicht, dass sich jemand beschweren wird, wenn du mal kurz weg bist. Konnten. Dann gehen wir mal zu unserer alten Partyqual. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe die Party nicht verpasst. Ja, mein Papa und Amata haben eine tolle Party für mich organisiert, nicht wahr? Warum reden Sie mit mir, als wäre ich 5? Ja, kann ich jetzt mein Geschenk haben? Machen wir das. Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip-Boy. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Nur für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Danke, ich werde es immer im Herzen tragen. Ist das alles? Danke dann. Haben Sie sonst noch was für mich? Ein Gedicht? Sie belieben wohl zu scherzen. Machen wir das. Natürlich. Geh schon, Liebling. Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Gehört zu meinem Job. Außerdem mag ich Und genau dieses Sprachsystem haben sie in Dings übertragen, in Fallout 76. Hallo, keiner da in Kanada. Also müssen wir da auf. Der Aufseher legt ja heute wieder ein Tempo vor. Müssen wir oben oder ummi? Hui! Ach, ich bin nur hier, weil Amata mit diesem Rotzlöffel befreundet ist. Wir geben Ihnen ein paar Minuten, dann will ich, dass hier alles gesäubert wird und alle wieder an ihre Arbeit gehen. Natürlich, Sir. Du Arschloch. Im Übrigen, wir treffen später dann auch noch auf den Aufseher. Aber dazu später mehr. Hey, Jonas! Hey, was machst du hier unten, Mädel? Ich dachte, Kinder haben auf der Reaktorebene nichts zu suchen. Ich bin kein Kind, ich bin 10 Jahre alt. Halt den Rand, Jonas. Wo ist mein Überraschungsgeschenk? Her damit. Oh, aber Papa hat mir erzählt, dass es okay ist, hier runterzukommen. Hey, entspann dich. Ich wollte dich nur ärgern. Du bist jetzt 10, da musst du nicht mehr auf den Quatsch von den Erwachsenen hören. Alles klar? Warte nur noch eine Minute. Ich glaube, dein Papa will dir deine Überraschung persönlich geben. Eddie Murphy für Anfänger. Und da kommt auch schon der Papa. Bereit für eine Überraschung? Was denn für eine Überraschung? Der Aufseher hat dir deinen Pip-Boy gegeben und du bist alt genug zum Arbeiten. Dann bist du wohl auch alt genug hierfür. Hier, ein eigenes Luftgewehr. Ist ein bisschen alt, sollte aber einwandfrei funktionieren. Jonas hat es hier unten gefunden. War in schlechtem Zustand. Hat uns gut 3 Monate gekostet, um die fehlenden Teile zu finden. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, so eine kleine Feder zu finden? Was für ein Glück, dass Butch sein Springmesser verlegt hat. Also, was meinst du? Willst du es versuchen? Hier, wir können. Was darf ich denn so umlegen? Cool jetzt. Es ist nur ein Luftgewehr, aber auch kein Spielzeug. Probieren wir es aus. Jonas und ich haben eine gute Stelle gefunden. Mir nach. Jawohl, Herr Oberstabsleutnant. Wir gehen heute killen, wir gehen heute, was machen wir heute? Ich muss ja aufpassen, was ich sag. Weil, mir wurde nämlich schon einmal ein Video gesperrt, weil angeblich irgendwas gesagt hat. Nun, wie sieht's aus?
Du kannst jederzeit herkommen und schießen, wenn du willst. Danke, Papa. Bitte sehr, Liebling. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, danke schön. Danke schön. Wie ist das Wertebefinden, lieber Herr Gevatter? Einmal. Ja, Grutze 15 da. Jetzt schaut er den Dulli an, erst da. Vorsicht, eine Rat-Kakerlake. Glaubst du, dass du sie mit deinem Luftgewehr kriegen kannst? Wir haben ja das Wetz, natürlich, das kennen wir schon. Wir zielen auf den Kopf. Das ergibt einen schönen Plot. Genau. Siehste. Gute Arbeit. Eine Rat-Kakerlake weniger, die uns das Leben schwer macht. Lass uns ein Foto machen und den Moment festhalten. Hey, Jonas, mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger. Lächeln. Sechs Jahre später. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Soweit ich sehen kann, bist du eine aufgeweckte, gesunde 16-Jährige. Also ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh, du hast einen GOAT zu machen. Wie du meinst. Hey, das ist nicht meine Entscheidung. Das sind die Regeln. Du bist jetzt 16 und deshalb machst du dieses Jahr den GOAT. Komm schon. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jeder muss ihn machen. Du schaffst das schon. Aber mir geht's wirklich nicht gut. Wirklich nicht. Nein, bist du nicht. Wirklich. Als ich mit dem Medizinstudium anfing, lernte ich als erstes, woran man einen Krankspieler erkennt, der einen Test schwänzen will. Du schaffst das. So schlimm ist es nicht. Jeder muss ihn machen, wenn er 16 ist. Ich musste es, du musst es und alle anderen auch. Und so gut wie jeder schafft es, ohne hängen zu bleiben. Tschüssikowski. Mach's gut, mein Schatz. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. Jetzt würde mich nur interessieren, was war da hinter mir? Auf was hat er jetzt gerade geschaut? Ah, wahrscheinlich auf die Schweißnähte da oben. Die sind schon ziemlich am Abrosten. Und da dieser, naja, lassen wir das. Oh, Wackelpuppe Medizin. Ja. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: Der Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verbirgt. Ihre Fertigkeit Medizin wurde dauerhaft um 10 Punkte erhöht. Willkommen, um deinem alten Herrn vor dem Unterricht einen Besuch abzustatten, was? Ja, weil ich absolut nicht mag. Ein Stümperpack nehmen wir mit. Leere Spritze, was braucht man leere Spritzen? Na, ich geh. Ah, warte mal. Auf den Weg, ihr blöden Tunnelschlangen. Ach du Scheiße.